Ah, guten Tag, ihr Leid. Unser Plan heute sieht folgendermaßen aus. Wir kommen ein bisschen schneller dazu. Wir haben ja Zeitlimit. Wir wollen auf die grüne Planete. Mega Plan. Hallo, Dudo. So, Donov, Stadt kurz ingeben. Wir gehen jetzt natürlich erstmal ins Raumschiff und lesen uns nochmal alles durch, was wir Neues dazu gewonnen haben an Informationen. Der Anzug ziehen wir gleich ab. Man nämlich schlau sind. Schiffslok ansehen. So, guck hier. Rettungskapsel, Zuflucht. Also alles, wo... was ist das da? Da war noch so ein gelbes Icon dran. Uiuiui. Ey, ihr seht, ne? Wir sind schon... Alter Schwede, das hört gar nicht auf. Wir sind schon ziemlich rumgekommen. Okay. Warte mal, zoome. So. Da oben ist was Neues dazugekommen. Wo sind wir dann hier? Zoomen. Schwarzdornsamen. Ah, das war der, wo wir selber gefunden haben, ne? So. Ein Samen von Schwarzdorn ist hier abgestürzt und hat bereits Wurzeln geschlagen. Hektik will mit einem Scoutwerfer nachsehen, was sich darin befindet. Rechter Stick scrollen. Mein Signaloskop fängt Harmonikamusik auf, wenn ich damit auf den Samen ziele. Ich habe meinen kleinen Scout in den Samen geschickt. Irgendwie ist der Samen innen viel größer. Ja, das ist uns aufgefallen. So. Dann geht es ohne weiter im Samen. Wenn ich meinen Scout in den Samen schicke, der auf Holzkamin abgestürzt ist, landet er an einem viel größeren Ort voller Nebel und donnigen Ranken. So. Was war das hier? Was ist das da unten? Funkturm? Ein Funkturm für den Empfang von Fotos, die vom Weltraumsatelliten aufgenommen wurden. An den Wänden hängen etliche Fotos des gesamten Sternensystems. Kornfels bemerkte etwas Seltsames auf einem der Fotos, kam aber zu dem Schluss, dass ein Gerätedefekt die einzig sinnvolle Erklärung sei. So. So, das Donable wird noch interessant. Aber erstmal gehen wir da hin. Was ist das? Der Quantummond, waren wir da drauf? Chats Forschungsberichte erwähnen einen Quantummond, auf dem die Kaminer noch nie landen konnten. So. Quantensignal. Chat entdeckte ein seltsames Signal, das aus dem Krater am Südpol vom Holzkamin stammt. Es ähnelt dem Signal, das vom Quantummond ausgesandt wurde. Moment. Am Südpol ist doch das Samendingens da, wo die Mundharmonika-Musik da rauskommt. Heißt das, dass im Quantummond, dass das so ein Wurmlochartiges Dingens ist? So Quantenhöhlen. Die Nomai bemerkten einen seltsamen wandernden Felsen, der in mehreren Höhlen auf der Nordhalbkugel des Glut-Zwillings erschien. Ich habe einen seltsamen Felsbrocken gefunden, der sich bewegt, wenn ich nicht hinsehe. Er gibt ein Signal im Frequenzbereich der Quantenfluktuation ab. Hier gibt es noch mehr zu entdecken. Ich glaube, das Orangene da, das ist halt... Hier gibt es noch mehr zu entdecken, da bin ich noch nicht durch. Seegrundhöhle. Ein Nomai namens Coleus verschwand auf mysteriöse Weise aus einer Höhle am Grund des ausgetrockneten Sees am Nordpol des Glut-Zwillings. Ja, ihr Leid. Ihr habt schon mitgekriegt, ne? So. Chatslager. Fangen wir mal da an, ne? Chat hat Astronomieausrüstung am Nordpol vom Glut-Zwilling aufgestellt. Chat hat in letzter Zeit eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Supernova ausgemacht. So. Die Nomai-Überlebenden, die auf dem Glut-Zwilling abgestürzt waren, beschlossen, in Höhlen unter ihrer abgestürzten Rettungskapsel Zuflucht zu suchen. Die Nomai entdeckten am Ende einer Passage unter der Rettungskapsel eine vielversprechende, dauerhafte Zuflucht. Chat ist der Meinung, dass das Fehlen von Ruinen an der Oberfläche bedeutet, dass die Nomai irgendwo unterirdisch gelebt haben müssen. Das haben wir sogar gefunden, ne? Also so, der Weg dahin. Das Problem ist halt, dass ich halt zu spät da war und es von der Zeit nicht gepackt hat und die Höhle schon mit Sand überflutet war, sozusagen. So. Eine von 3 Nomai-Rettungskapseln, die in unserem Sternensystem abgestürzt sind. Alle 3 Rettungskapseln wurden von einem sogenannten Gefährt aus gestartet, weil sie stark beschädigt wurde. Hier gibt es noch mehr zu entdecken. Haha. Ah ja, okay. Du kriegst also das Orangene, zeigt dir, wann du noch Sache entdeckt hast, aber noch nicht alles. Und was? Lila, Rot, Grün, Blau? Keine Ahnung. Lila, Rot, Grün, Blau, alles schmeckt die Sau. So. Da ich jetzt was, zack, anschnalle. Und oben gucke. Wir wollen zum Glut-Zwilling, so.
Da hier wollen wir, da fliegen wir gleich hin. Linker Stick. Zack, Autopilot. Weil, wir waren zwar da, aber mir wurde ja quasi, wie will ich dann sagen, Unterbruch. Ja, weil wir ein bisschen dumm waren. So, ach, wie soll es dann anders da sein? Am Südpol, so, Moment. Am Südpol soll es wohl Nomai-Statue geben, da will ich auf alle Fälle hin. So, Autopilot ist noch drin, gleich müssen wir umschalten. Stufe 3 Bremsdüsen, so, Landungsmodus. So. Ihr Leid, ihr seht, hä? So, da sehen wir. Immer nicht schon zu weit. Bump. Was ist das? Untiefen der Riesen? Eigentlich will ich doch gar nicht hier, aber was will ich machen, ne? Ich versuche mal doch hier zu kommen. Aber irgendwie, das geht nicht wirklich. Ne? Okay, also wir sind jetzt Landungsmodus. Wir sind jetzt im Wasser von dem Dingensplanet. Wir kommen nicht wirklich tiefer. Rechts sehen wir übrigens quasi wie hoch oder tief unser Schiff ist. Guck mal, wir schwimmen nur seitwärts. Wir gucken, oh, warte mal, wir sind tiefer. Okay, dann gehen wir natürlich noch tiefer. 0 Meter die Sekunde und nee, wir hängen genau auf demselben Ding fest, das lassen wir. Es geht halt einfach nicht. Kein Ding, war eh nicht. Oh fuck. Ich guck mal, wie ich da wegkomme. So. Das sieht interessant aus. So, Arschbahn geparkt. Ey, Alter, so ohne Scheiß, ne? Ich hab das Parken so langsam voll drauf. Also, hättest du selber nicht geglaubt. Was ist denn hier alles los? Ja, aber das sieht mir irgendwie einfach nur wie ein Parkplatz aus. Und ich so, oh, guck mal, da ist ein Brett. So, wo sind wir hier eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, wir sind in irgendeinem Nordpol oder Pol, wo ich eigentlich hier wollte. Kann ich doch mit die Dinger steigen? Hey? Okay. Oh, da ist das Skelett von der Nomai. Fallen lassen Cortex. Was ist das da? Das ist ein Raumschiff? Das bringt ja gar nichts. Ah, da über. Jetzt ist da alles. So, dann lesen wir mal, was so steht. Rechter Button gedrückt halten. Jetzt. Cassava. Soweit, so gut. Wir haben das finale Modul der Sondenorbitalkanone fertiggestellt und sind bereit, es in den Orbit um die Untiefen der Riesen zur Montage zu schicken. Machen wir da über weiter. Unser nächster Schritt wird sein, Rivet zur Sondenorbitalkanone zu schicken, um das Sondenverfolgungssystem zu installieren. Auch hier wieder. Cassava. An alle meine Freunde hier auf der Fertigungsanlage. Ich spreche euch hiermit meine Dankbarkeit für eure unermüdliche Arbeit aus. Ich hatte die Hoffnung bereits aufgegeben, aber ich glaube wirklich, dass diese Kanone im Gegensatz zu vielen anderen Versuchen tatsächlich Erfolg haben können. DAZ. Spielst du uns Honig ums Maul, Liebling? Ich freue mich über deine Worte. Ach, sie sind eher untypisch für dich. Cassava. Wenn ich hier auch nur halb so schnulzig werde, wie sich Mello und Abends zusammen verhalten, darfst du mich aus der Sondenorbitalkanone abfeuern. Ihr Leid. Ich fliege. Ich fliege. Ich will aber nicht fliegen. Oh, jetzt labe ich wieder. Ich glaube, ich war genau im Sturmerweil. Wie ich meinen Bruder kenne, wird Abends und seine Gattin die Sonde mit so viel Energie wie möglich starten wollen. Ich
bin besorgt, dass die Kanone der Belastung nicht standhalten wird. Ich schlage vor, dass wir abends in Mellow eine Leistungseinstellung bereitstellen, die etwas niedriger als das absolute Maximum ist, um Spielraum für Ihren Enthusiasmus zu haben. So, das war so ziemlich alles hier. So, jetzt bin ich hier, es regnet jetzt. Guck mal, wie kann es dann dahin eigentlich schreien? Habe ich das jetzt... geht denn hier? Meeresspiegel steigt. Okay. Alles klar. Ich verstehe so langsam, was abgeht. Jetzt pass auf. Ich muss da lieber. Da kann ich nämlich dort rumlaufen. Habe ich gerade dabei gemerkt. So, guck. Das sind so komische Stäbe. Aufheben. Rücklicher Krater-Projektionsstein. Also, ich kann einfach da niederlaufen dann. Ja, das werden wir danach machen, aber erstmal gucke ich mich hier ein bisschen weiter um. Also das ist hier schon interessant, ne? So, pass auf. Lalalala, ich laufe jetzt einfach mal da rüber. Das ist schon mal richtig cool, hey. Okay, das ist richtig cool. Ich meine, ich habe jetzt halt keine Ahnung, wo ich gerade bin. Aber es ist schon in Ordnung. So, da über würde ich gerne runtergehen. Kann ich halt durchs Wasser laufen? Ich gehe einfach mal da runter. Rücklicher Krater Projektionsstein. Ne, das war's nicht, ne? Ah, du. Aha. Kassawa. Connoy, das und ich haben Bauteile der Sondenorbitalkanone in den Orbit gehoben, um sie dort zusammenzubauen. Aber aus irgendeinem Grund ist eins davon einfach unter die Strömung gesunken. Okay, also muss ich doch wahrscheinlich ins Wasser. Okay. Connoy, das hättest du sehen müssen. Wir dachten, es wäre unmöglich, dass ein Kanonenbauteil auch nur teilweise unter die Strömung sinken könnte. Aber es ist direkt bis zum Kern gesunken. Oh. Wieso ist das eine Orange? Kassawa hat mich davon abgehalten, das Phänomen mit anderen Kanonenteilen zu testen. Ich bin dennoch neugierig, was da passiert ist. Wie kann so etwas unter die Strömung sinken? Ich glaube, das hier ist jetzt wichtig. Ja. Meinen Dank für diese spannende Frage. Es ist faszinierend. Spire hat ein Modell von... Oder Spire? Spire? Hat ein Modell von den Untiefen der Riesen hier im südlichen Observatorium auf dem rücklichen Krater aufgebaut und es verrät uns, warum ein Objekt manchmal unter die Strömung sinkt. Oh nein, ich verstehe die Antwort nicht. Wenn ich es nur im Projektionsbecken ansehen kann, kannst du es mir besser erklären, wenn ich im Observatorium vorbeikomme? Na, mal her. Wenn dir die Reise unter der Oberfläche bis zum Südpol keine Umstände macht, wäre ich sehr erfreut, dich hier begrüßen zu dürfen. Es gibt zwei Zugangspunkte. Einen an der Schwerkraftkanone auf dem bröckligen Krater und einen am Turm der Quantumsweisheit. Aha. Aha, aha, aha. So. Schiffslog aktualisiert. Was bist dann du eigentlich? Tsunami. Ah so, das ist Text. Vor 6 Minuten und 56 Sekunden. Langstreckensonde erfolgreich von der Sondenorbitalkanone gestartet. Hier gibt es auch noch was. Oh, da ist eine Murmel drauf. Okay, dann muss ich wahrscheinlich die Murmel irgendwo finden, ne? Ja, guck mal da. Das ist das Ding, das Modell, was man gesehen hat, aber was ist das? Das ist ein Männliche, was pupt, das ist ein Männliche, was pinkelt und das ist ein Männliche, was alles macht. Ja, ganz logisch. Also da kommt man nicht, aber da über... Ne, wir sitzen mal ins Wasser laufen, oder? Oder gibt's so irgendwie, geht's noch weg? Und also wir suchen ja noch so Platte, ne? Aber so. Oh, guck mal da. Ne, das ist die Qual, die man auch so gesehen hat, ne? So, wir gucken uns jetzt da natürlich erst mal um. Gibt's da... Was ist das da? Ne, das ist einfach nur eine Brücke. Ist eigentlich eine Arena? Ja, schon, ja. Schiff. Ah. Ich gucke mich schon mal um, ne? Kann ich vielleicht so runtergehen? Das ist so Treppe?
Das ist hier alles ein wenig verwirrend, wie leid. Aber ne, es ist schon... Also, so müsste ich wieder aus dem... Ja, genau. Aus dem Wasser rauskommen. Aber wo ist das nächste Dingens? Oh, da oben ist so ein Ring. Stimmt, moderne Ring. Wo man aber schon dran gelesen haben, weißt du? Wie nenne ich das? Das da. Habe ich mal gedacht, das ist so ein Ring. Kann ich damit was machen? Sieht halt komisch aus. Soll ich mal hinupsen? Okay. Pass auf. Ich will jetzt da runter. Guck mal, ob ich da hinkomme. Nee. Guck. Geht nicht. Ich wäre immer wieder zum Rand gedrippt. Oder hier ist halt so Strömung. So. Wir können weiter hoch. So, was sind wir dann? Ach, da über will ich hin. Das ist halt so Strömung, da kann ich nichts machen. Ja. So. Bom, au! Hat voll Wege, du Junge. Finde ich das halt nicht so gut. So. Ist mal wieder so. Oh. Okay. 3 Minuten Sauerstoffverbleibe. Ja, aber... Also, wenn ich lang genug an einer Stelle wart... Ja, da ist das Wasser wieder. Upsi, Baby. Aber ist das wild hier. 3 Minuten Sauerstoff. So, Bäume entdeckt. Ah, das ist schon mal gut, ne? So, ich würde gerne auf die Butter. Danke. Das ist keine Butter. Junge, was ist denn hier los? Hilfe! Achso, ich bin noch rein auf den Butter. Okay, noch einmal. Ich würde gerne auf die Butter. Hallo? Was ist denn hier die Butter? Da ist doch die Butter. So, jetzt hat. Na, das zieht mich immer wieder daneben. Okay, was soll ich? Ich gehe mal durch. So, das Sauerstoff gefunden. Da oben. Ich gucke gerade, ob ich noch. Da fällt mir noch. Alle schlappen an. Fällt mir noch so Platte. So, das wäre die. Was das so ist? Nicht ganz geschnallt. So waren wir schon. Ich würde aber halt auch gern zum Schiff zurückgehen und noch ein bisschen rumfliegen. Also hier, ja, wir bräuchten noch so Platte. Die finden wir wahrscheinlich ja irgendwo, aber ich weiß halt nicht wo. So. Na, aller gut. Südpol. Moment, wo gehen wir weg, du Pfeil. Südpol ist unten. Muss mich ein bisschen orientieren, welche? So. Viel Fuel haben wir jetzt halt nicht gebraucht. Viel Benzin halt, ne? So. Start. Oh, da will ich eigentlich gar nicht hin, ne? So, ich tu mal einfach hier ein bisschen höher, aber ich will jetzt. Ich will schon oben sein, ne? So. Kann ich oben in den Sturm hinfliehen? Das wäre natürlich eine. Oh, was ist denn das? Moment. Was ist das denn für Felsbrocken? Wow, das ist die Orbitalkanone. Die hat's leider. Gedrückt halten, rollen, gedrückt halten, frei an sich. Nee, komm, ich will dort drauf landen. Da ist so Landedingens, weißt du? Ich würde zumindest gehen. Ah, okay. Du vor, ihr Leid, muss man halt einfach sagen, ist mein fliegerisches Können noch nicht genug. Ist halt einfach so. Ich hätte mich da jetzt halt drehen müssen und kriege ich nicht hin. Ich fliege jetzt einfach mal
irgendwo hin. Ich weiß halt, das Problem ist halt im Moment gerade laut starten. Wie macht man da Fotos? Ah ja, okay, die Richtung scheint zu stimmen. Da oben ist was. Also Insel, ne? Ich weiß halt nicht, was für Insel, aber jetzt geh halt aus. Ja. Da ist mal Landung. Noch ein bisschen üben. So, guck. Zack. Ich würde gern aussteigen, ja? Aussteigen? Aussteigen? Aussteigen. Ja, ja. Danke. Jetzt kann natürlich Sinn, dass wir jetzt am selben Stelle sind wie vorhin. Das wäre natürlich, ist dieselbe Stelle wie vorhin. Da wäre man natürlich nicht so weit kommen, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Zack, es ist dieselbe Stelle wie vorhin. Wir sind nicht wirklich weit gekommen. Ey, das ist aber halt doof, ne? Dass man kein Nord- und Südpol angezeigt kriegt, wenn man im Raumschiff ist. Das könnte ich halt saumäßig gebrauchen, weil ich habe ja null Orientierung. Ich kann doch nix. Ja. So. Ah ja, das ist das Ding, wo er gesagt hat. Okay, da will ich hin. Ich behaupte, das ist noch gut geparkt. So, jetzt noch einmal. Wo würde ich gern parken? Wo habe ich geparkt? Ast rein. So. Schnalle. Ja, Ast rein hier. Ne, ernsthaft jetzt. Also, bin stolz auf mich. So ein bisschen stolz kann ich ja sehen. So, jetzt gehen wir zuerst da hin, wo es leuchtet, ne? Ich hab halt Angst, dass man die Dinger so kommen. Dass ich dann ins Druff kriege. Was gibt's denn hier? Kommst du jetzt her? Ich komme doch gar nicht hin. Labyrinth. Ah ja, oh das sehr schwieriges Labyrinth. So, gucke. So. Blocks. Willkommen auf den Untiefen der Riesen, Freunde. Ich freue mich sehr darüber, dass ihr bald die Statuen sehen werdet. Sollte ich nicht in meinem Heim sein, halte ich mich bestimmt in meiner Werkstatt auf, an der Insel. Das war das erste Mal hier. Das war's. Okay. Also die Statue müsse hier irgendwo sein. Der hat gesagt, das muss da sein, wo die zwei Berge mit dem Bohr. Oh ja, okay, da eben könnte es auch sein. Nee, warte. Wow, ich schwimme da vorbei. Wo komme ich da überhaupt jetzt hin? Ohne in mein Raumschiff? Ja, doch. Okay. Was noch so? Bäume entdeckt, das ist schon mal gut. Da ist noch so Dingens da. Ich will da gar nicht hin. Ne? Hey, wann da vielleicht, ne, manchmal leuchtet die Jo. Das Problem ist, dass ich hier. Ja, okay, Moment, ich mache einen Satz fertig. Manchmal leuchtet hier diese Dinger, wann da die Zyklone da in der Nähe sind oder sowas. Kann man sich dann vielleicht hinstellen? Okay, ne, das ist unser eigener Funkturm. Das ist alles nix. Quantenfluktuation. Ohne ist was. Aber halt irgendwo ohne. Notsignal. Hopp, wir gehen jetzt mal hin. Das Ding ist so, was ich halt auch noch sagen wollte. Ich kann mich halt nicht so umgucken, wie ich mich normal umgucke.
Normalerweise gucke ich mich schon sehr ausgiebig um. Geht halt nicht so. Lammi. Haben die nicht Füller gebaut? Sie werden die Gedächtnisstatuen heute Abend testen. Flock sagt, es könnte gefährlich werden, also sollten wir nicht hingehen. Aber was wäre, wenn wir die Tür nicht benutzen und uns auf anderem Wege reinschleichen? Macht irgendwer mit? Flox hat es uns ausdrücklich verboten. Ich möchte den Test ebenfalls sehen, Lammi. Aber das ist ein großes Risiko. Wir sollten es lieber nicht tun. Vielleicht zeigt uns Flox einen späteren Test. Okay. Ah, ich sehe schon, ich bin schon wieder in dem Orkan drin oder so. Scout starten. Soll ich mal oder hinschießen? Aua. So. Also weiter unten drunter ist noch irgendwie was. Kommt da natürlich so nicht hin. Guck mal vielleicht so. Oh. Ah, ich dachte, ich komme da so durch das Loch. Aua. So. Ich komme da nämlich nicht mehr ohne Gehüpfe. Ja. Ein gutes Fuel. So. Aber, ne, ich komme da nicht hin. Also mein Tipp wäre halt, wir müssen warten, bis so Orkan kommt und stelle uns da hin und dann werden wir da nicht mehr gebeamt oder so. Ich habe aber keine Ahnung, wie lange das dauert, ne? Ist gerade ein bisschen, ja, oder über ist er. Sollen wir mal da drauf stehen bleiben und was habe ich eigentlich? Ah, das ist das Scoutwerfer, gell? Guck, ob man irgendwie was finde. Notsignal. So, da ist das. Ja, aber ja, das ist nicht das, was wir suchen. Also, ne? Ah ja. Das ist dasselbe, ne? Bewegt sich halt, ist auf irgendeinem Planet. Das ist der Funkturm selbst. Ah, da ist was Unbekanntes. Weltraumfunkwelle. Wir bleiben jetzt da stehen. Warte, bis nochmal das Schwerkraftdingens da komisch ist. Ich guck gerade neben links auf das Dingens da. Und tun so lang halt, bis ich mit dem Ding da rumfuchtle. Also der Capro. Also der ist am anderen. Auf der anderen Seite, wir sind ja quasi auf dem. Wie heißt der Gürtel um den Dingsbums? Oh, ich hab's vergessen. Oben Nordpol, unten Südpol, in der Mitte des Äquator. Alter Schwede. Der ist so quasi. Ne? So, ihr Leid. Ja. So langsam gehen wir die Idee aus, um euch zu unterhalten. Ich weiß halt nicht, wie lange das dauert. Nee, das hatte man ja schon, das ist der Capro. Die Musik da ist auch komisch. Warum kommt denn da jetzt halt Musik? Dass ich da jetzt gleich steppe oder so. Guck mal, du mal ein bisschen mit dem Scout-Schießer. Hoppala. Oh. Cool. Mit dem Scout-Schießer rumschießen, weil wir es kennen, ne? So, ungefähr so. Abflug. Ist er kaputt? Überhaupt, das kommt mal wieder her. So, aber auch immer ein Motor drüber schießen. Rückansicht. Ne, ach, der ist wahrscheinlich. So, ihr Leid, irgendwas passiert da? Es ist dunkel hier jetzt.
Ah. Ja, wir sind tot. Okay. Sind wir jetzt in irgendeiner Weise weitergekommen? Bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, also wir haben was Neues entdeckt, ne? Wir haben jetzt halt nicht rausgefunden, wie man da unten hinkommt. So, guck mal da, wir haben 30 Minuten und haben ein bisschen was hingekriegt sogar. Ich habe noch Bock, ihr Leid. Machen wir es diesmal so, dass ich mich kurz räusper. Moment. Dass man jetzt halt gleich No-Laser was Neues gibt, ne? Das ist generell eine gute Idee. Dass man so ungefähr wissen, was los ist. So, da hinten. Was haben wir da Neues entdeckt, hä? Fertigungsanlage. Mehr. So, gucke. So, ein bisschen reinzoomen. Sondenorbitalkanone. Die Nomai bauten das letzte Modul für die Sondenorbitalkanone und schickten es in die Umlaufbahn der Untiefen der Riesen. Umlaufbahn. Ah ja, das ist das kaputte Ding, was ich gesehen habe. Zu Beginn einer Zeitschleife sieht Gabbro einen hellen Blitz am Himmel. Das ist. Eigentlich ist es vielleicht sogar das Ende und der Anfang einer Zeitschleife. Ja, okay, das. Ne? So, jetzt pass auf, du warst noch die Fertigungsanlage selbst. Ah, das war das Ding mit dem Rundlauf. Auf dieser Insel bauen die Nomai die Sondenorbitalkanone. Laut einem Nomai-Computer wurde kürzlich eine Sonde mit großer Reichweite von der Sondenorbitalkanone gestartet. Das war das 6-Minuten-Ding. Hier gibt es noch mehr zu entdecken, ja, aber ich habe halt nicht gewusst, was, oder? So. Oh, da ist auch ganz viel. Südliches Observatorium. Die Nomai beschlossen, ein größeres, anspruchsvolles Signalortungssystem des Auges am Südpol von bröckligen Krater zu errichten. Unter der Oberfläche des bröckligen Kraters gibt es 2 Wege, die zum Observatorium führen. Einer beginnt an der Schwerkraftkanone, der andere am Turm der Quantumsweisheit. Okay. Meeresströmungsentdeckung. Die Nomai am südlichen Observatorium. Moment, das südliche Observatorium ist das dann da. Oder so. Konstruierten ein Modell der Untiefen der Riesen. Das zeigte, wie ein Objekt unter die starke Meeresströmung sinken konnte. Nee. Fertigungsanlage. Achso, das heißt einfach, dass es auch noch mehr zu entdecken gibt. Das Orange nicht auch. Okay. Da war irgendwo da. Statueninsel. Also wir waren schon auf der richtigen Insel. Auf dieser Insel müssen die Nomai-Statuen geschaffen haben, wie jene in unserem Observatorium. Statuenwerkstatt. Einige Nomai-Kinder diskutierten darüber, dass sie die Tür zur Statuenwerkstatt umgehen und sich über einen alternativen, gefährlicheren Weg hineinschleichen wollten. Ich kann von einer der Ruinen oben auf der Insel in eine große Höhle sehen. Ja, das habe ich gemacht. Der Boden der Höhle ist mit Wasser gefüllt. Ja, okay. Ich glaube, du kannst ins Wasser und dann von unten reinkommen. Also, dass du nicht ganz runtertauchen musst, sondern so von unten hin. Das ist natürlich möglich. Ja, das ist natürlich möglich. Dann würde ich aber sagen, ihr Leid, mag ja Sinn, dass das möglich ist. Moment. Guck, ob es noch was Neues gibt. Nein. Mag ja Sinn, dass das möglich ist. Aber das machen wir alles beim nächsten Mal dann. Beim nächsten Mal würde ich sagen, machen wir das Ganze noch einmal. Vielleicht finden wir es ja irgendwie besser. Stimmt, das kann das ja. Moment, das machen wir noch schnell. Bevor ich es vergesse, ne? Ich kann ja jetzt, glaube ich. Position auf HUD markieren. Also Head-Up-Display. Dann machen wir das nämlich einfach mal. Dann finde ich das nämlich deutlich schneller. Deshalb war ja so rumgesuche halt so, ne? So. Dann würde ich mal sagen, ihr Leid. Ja, wir machen doch mal weiter. Moje. Guck mal da. So ist das Ding, was sie gebaut haben. Oh, mit der Karte kann ich was anfangen, ne? Untiefen der Riesen. Planeten am Mond.
Brückriegler gerade. Holzkamin, da war ich schon auf dem Abbaupilz. So. Alles klar. Bis morgen dann, ne? Und tschüss.